Christi, zum zweiten Versuch dieser Aufnahme. Die erste ist mir leider nicht so gelungen. Das ist meine neue Kamera, die habe ich erst einmal probiert und das war beim Alter Bridge Konzert im letzten Jahr. Wir werden jetzt da heute mal einen kleinen Einblick machen in meine kleinere DVD-Sammlung von WWE, die ich habe. Zum Schluss gibt es 7 Schmankerl. Gut, ich fange mal an, ganz auf die Schnelle würde ich das jetzt durchziehen, vielleicht schaffe ich es in unter 8 Minuten. Und zwar, fangen wir an, In Your House, ihr seht es, von Pay-Per-View Classics 95 bis 99. So, mal da in die Ecken. Dann habe ich da hat es früher gegeben im deutschen Sportfernsehen, zur DVD-Sammlung in ein paar Bänder. Da habe ich zum Beispiel in Undertaker, mehr als ein Jahrzehnt, da hast du oben ein paar Matches von WrestleMania 7, WrestleMania 12, WrestleMania 17, WrestleMania 20 und 21. Ist da herum. Dann haben wir da auch aus dieser Reihe John Cena gegen Edge. Dann ganz auf die Schnelle 2 Wrestler als Sammlung in jeweils 3 DVD-Sets. Überall die Geschichten kurz erzählt, ich meine auf 3 DVDs halt, wie es das halt in der Sammlung halt so kennst von der WWE. Da haben wir zuerst den Jeff Hardy und dann haben wir den Edge. Ja, ich will es schauen, dass ich das in einen Teil hochlade, ich will es nicht unbedingt splitten auf mehr Teile. Dann haben wir wieder so eine DSF-Reihe, Band 3, die denkwürdigsten Smackdown-Matches. Da hast du auch das eine Match oben, das war Big Show gegen Brock Lesnar aus dem Jahr 2003, wo der Ring zum Schluss zusammengebrochen ist. War recht witzig. Dann haben wir Ladder Match 2, 3 DVD-Sets, die besten Leiter-Matches. Mir gefällt diese Match-Variante. So. Und dann haben wir Teil 1, das gibt es als 3, das ist in 3 Teile aufteilt. Mal schauen, vielleicht kriege ich die anderen 2 Teile noch. Attitude Era. 3 DVD-Sets, ist recht unterhaltsam. Für mich persönlich, bitte, das ist jetzt relativ gesehen, gell, oder subjektiv. Dann 3 DVDs, sage ich jetzt gleich mal hintereinander. Da hast die Veranstaltung Vengeance 2006 und so eine kleine Erzählungsreihe halt über die DX. Der ist da 3 Stunden. Ist recht interessant. Was mich am meisten fasziniert bei den ganzen Sachen, sind die deutschen Moderatoren Carsten Schäfer und Günther Zapf. Also die zwei, die mag ich wirklich. Dann hast du da die komplette Geschichte 2003 bis 2007, 5 DVDs, SummerSlam. Ist aber leider nur im englischen Originalkommentar verfügbar, was ich so bis jetzt gesehen habe. Aber egal. So, und dann hast du da die Veranstaltung Undertaker gegen Great Khali im Punjabi Prison Match, The Great American Bash 2006. So, dann, jetzt sage ich euch, warte mal, jetzt tue ich das gleich zusammen, damit wir das gleich benannt haben, jetzt wir hübschen. Da kommt dann noch ein Schmankerl dazu. Shawn Michaels, die 2 DVD-Sets, was es halt gibt vor ihm. So, sieht man das? Ja, sehr brav. Da wird gut gearbeitet, der alte Tati. Dann haben wir da wieder 2 Superstars, die ich eigentlich sehr gern habe. Leider fehlt beim zweiten die äußerstere Hülle. Triple H und Batista. Die typischen DVD-Sets, wie es halt von der WWE gibt, kennst du das eh. Dann haben wir da, muss ich ein bisschen umkramen. Warte mal ganz kurz. Wie du siehst, es klappert und krocht da im Hintergrund. Ich habe einiges. Und zwar, ich zeige euch jetzt da machen wir zuerst das noch schnell. Royal Rumble 2007. Das war, warte mal, dass ich jetzt nicht anliege. 2007, was war in dem Jahr? Ja, ist ja wurscht. Und zwar, was ist da oben? Last Man Standing Match zwischen John Cena und Umaga.
Weltschwergewichts-Champion-Titel-Match Batista gegen Mr. Kennedy und Bobby Lashley gegen Test. So, dann haben wir jetzt da, warte mal kurz, passt. Ja, was du, wenn du alles allein machst, gell, dann kann das schon mal ein bisschen im Chaos enden. Und zwar, ich zeig dir jetzt einmal, fangen wir da an. WrestleMania 2018, WrestleMania 23, WrestleMania 28, das berühmte Hell in a Cell Match Undertaker gegen Triple H mit Shawn Michaels als Gastringrichter. Hat mir voll taugt, war voll geil. Dann hast du da WrestleMania 25, wo wir gerade diverse Road to WrestleManias im Spiel SmackDown vs. Raw 2010 machen. Als nächstes, die nächste Reihenfolge wird so sein, als nächstes kommt der Undertaker und dementsprechend nach dem Undertaker werden wir weiterschauen. Wie wir das machen, im Prinzip, du hast ja das in 3 Stunden durch. Dann haben wir da WrestleMania 24. Undertaker gegen Edge um einen Titel, das Triple Threat Match zwischen John Cena, Randy Orton und Triple H. Und WrestleMania 26. Undertaker gegen Shawn, John Cena gegen Batista, Bret Hart gegen Vince McMahon. Also, ich habe mir jetzt gedacht, was kracht im Hintergrund, so da weiß es meine Waschmaschine, ich werde narrisch. 15 Jahre Best of Raw. Gefällt mir auch ganz gut. Dann haben wir da diese Bänder von DSF, die Rückkehr Batistas. Kurzen Schmerzlos mache ich es jetzt. Mick Foley, auch bekannt als Doodle Love und Mankind. Dann haben wir da 2 DVD-Sammlungen, auf die ich wirklich stolz bin. Die Geschichte des Undertakers und seine tödlichsten Matches steht da, was heißt der Kuckuck. Gefällt mir ganz gut, ich bin ein bekennender Undertaker-Fan, muss ich gestehen, ich mag einfach diesen Charakter. Dann haben wir noch SummerSlam 2008, Backlash 2009, ja, und dann haben wir die Ausscheidungskammer-Matches, das sind glaube ich 10 Matches oder so, vom ersten bis ins 2010 oder 2011, ja, das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Gut. Und jetzt da noch als Schmankerl für zwischendurch WWF In Your House auf VHS. Auf 6D ungefähr, Bret Hart gegen Diesel, war ein saugeiles Match, wo dann zum Schluss der Undertaker wo der Undertaker aus dem Ring rauskommt unterhalb und den Diesel mit runterzahlt. Dann hast du da die nächste Shawn Michaels VHS und eine nie gezeigte im Fernsehen oder beziehungsweise in den Staaten noch nie gezeigt WWF No Mercy. So, ich muss es jetzt aber trotzdem splitten, ich schneide es dann gleich dran. So, da bin ich wieder. Wie du siehst, eine etwaig unbeeindruckende Sammlung an WWF-Material. So, haben wir so, damit wir das sehen. Gefällt mir ganz gut. So, dann zu guter Letzt, jetzt haben wir noch 3 kleine Schmankerl, auf die ich wirklich stolz bin. Und zwar WrestleMania 12, zum Beispiel Bret Hart gegen Shawn Michaels, war das berühmte Iron Man Match, genau, was da über eine Stunde, was da knapp eine Stunde gegangen ist, was dann später als der Betrug von Montreal hervorgegangen ist. Dann haben wir da oben gehabt Undertaker gegen Diesel, Ultimate Warrior gegen Triple H, damals noch Hunter Hearst Helmsley, und Roddy Piper gegen Goldust. Yokozuna, Ahmed Johnson und Jake the Snake Roberts gegen Vader, Owen Hart und British Bulldog. Und das ist WrestleMania 12. Und dann, auf das bin ich ganz besonders stolz, das finde ich auf DVD noch nirgends, Matches wie Mabel of Mom
Das Mabel gegen Jeff Jarrett, Lex Luger gegen Tatanka, Team The Headshrinkers vs. Bam Bam Bigelow und Razor Ramon gegen Diesel, Steuerkäfig-Match, Championship-Match, Bret Hart gegen Owen Hart, Championship, genau. Und dann haben wir da heroben Undertaker gegen Undertaker. SummerSlam 94. Also wie du siehst, ich habe ein bisschen was zusammengetragen in den letzten 20 Jahren. Und das ist meine absolut. Nein, ich habe noch ältere Videokassetten, und zwar, die muss ich was suchen, die habe ich im Schrank irgendwo drinnen. Und zwar passt jetzt zwar nicht dazu, aber von Metallica One ist Video One in die zwei Versionen, die es gegeben hat. Also mit die Videosequenzen und das normale und die normale Radioversion, glaube ich, haben sie da gehabt, was aus der Geier. Aber jetzt zum guter Letzt etwas, auf was ich besonders stolz bin. Ich habe vorhin erwähnt, ich bin kein Undertaker-Fan. Seine erste Videokassetten, was damals rausgebracht haben, die WWF, gell? Da hast du dann gegen, wie hat er einen geheißen? Kamala, gegen Giant Gonzalez, gegen Bam Bam Bigelow, Papa Shango und. Also das ist eine Sammlung, wie gesagt, das ist eine Videokassetten, auf die bin ich besonders stolz. So, und das war jetzt mein kleiner Ausflug in die WWE-Sammlung, die ich zu Hause habe. Wann ich das jetzt ausstreuen werde oder wann ich das hochstellen werde, weiß ich noch nicht. Demnächst einmal schauen wir mal, wie lustig bin. Ansonsten sehen wir uns irgendwo in einem anderen Video wieder. Und in der Zwischenzeit gehe ich weiterschneiden an meinen weiteren ähm, Videos zu WWE und sonstigem. Gell? Also die nächste Road to WrestleMania folgt. Bis später. Baba. So, da bin ich nochmal als kleiner Nachtrag. Ich habe gerade nochmal ins Plastiksack reingeschaut, wo ich das alles ausgenommen habe bei der allerersten Aufnahme. ähm, ich habe noch was. Ich habe ein 4 DVD-Set vergessen. Ähm, Auf seinem Karrierehöhepunkt war er ein Popkulturphänomen, the bottom line und the most popular superstar of all time. 4 DVD-Set Stone Cold Steve Austin. Der biertrinkende Rebell der damaligen WWE bzw. WWF. Also, und aus beiden Dings ist es ja hervorgegangen. Ne? Gut, das war der kleine Nachtrag. Also wie du siehst, sag das jetzt noch einmal. Da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei mir daheim einiges zusammentragen. Ich sage das jetzt einfach nochmal so im Schnelldurchlauf. Daher so. Also dann, wie gesagt, beenden wir das mit Bis zum nächsten Mal und Baba.